bin heute Nachmittag zum Textlernen über den Ostfriedhof gelaufen. Und das, was ich da gesehen habe, habe ich noch nirgendwo gesehen. Ich habe einen Grabstein entdeckt, den ich auch gerne hätte. Da stand drauf, guck nicht so blöd, ich läg auch lieber am Strand. Wir Kölner präsentieren dies Jahr auch etwas, und zwar 850 Jahre die Gebeine der Heiligen Drei Könige. Nicht? Wir Kölner präsentieren der Öffentlichkeit Knochen. Pro7 macht sowas auch, die nennen das Germany's Next Topmodel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie so Gleichaltrige treffen. Ist Ihnen schon mal passiert, dass man so Leute sieht, denkt, nee, aber so alt sehe ich noch nicht aus. Geht mir immer, ehrlich, ne? Ehrlich, ich habe jetzt versucht, mich zu beruhigen und habe letztens meine Frau gefragt, Riesenfehler. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, wenn du mich nicht kennen würdest, wie alt würdest du mich schätzen? Stand meine Frau so vor mir und sagt, ja, also von den Haaren her wirkst du ja relativ jung, die sind ja alle 4 Wochen neu. 29, so von der Haut her so 32, von der Figur 35. Ich sag, du bist süß. Sagt die, nee, warte, ich muss noch zusammenrechnen. Warte gerade mal. Meine Damen und Herren, Sie sehen an meiner unglaublich eleganten Handhaltung, dass ich das früher mal gelernt habe. Ich habe früher auch mal gekellnert in Porz. Bin damals bei uns im Lokal zu einem Herrn hingekommen, sag ich, guten Abend, was darf ich Ihnen bringen? Ja, seht ihr, ich hätte hier ein Hähnchen aus Quadrat Ischendorf. Sag ich, Entschuldigung, was darf ich Ihnen bringen? Ja, seht ihr, ein Hähnchen aus Quadrat Ischendorf. Ich ab in die Küche zu unserem Koch. Sag mal, haben wir sowas? Sagt er, nee, wir haben nur eins aus Pullheim-Sinnersdorf, aber das merkt er sowieso nicht. Ich nach 20 Minuten hin, serviert, sagt der Mann, Moment, hat den kleinen Finger genommen in den Hintern von dem Hähnchen. Hat gesagt, hör mal, das kommt nicht aus Quadrat Ischendorf. Pullheim, Sinnersdorf. Dann haben sie gesagt, hey, ich will ein Hähnchen aus Ischendorf haben. Ich ab in die Küche. Sagt der, hat das gemerkt. Ich mag kein Hähnchen aus Ischendorf. Sagt der Guido, bleib ganz ruhig, wir haben nur eins aus Porzwan. Beim zweiten Mal merkt das garantiert nicht. Viertelstunde, selbe Prozedur, kleiner Finger. Seht ihr, hör uns, das geht auch nicht aus Ischendorf. Wann? Zentrum. Verdammt, ich will den Geschäftsführer sprechen, mich beschweren. Ich hab den Chef holen gegangen, eine sehr unangenehme Sache. Am Nebentisch saß ein Betrunkener, der hatte das ganze Spielchen mitbekommen. Ging von hinten zu dem Mann, klopfte ihm auf die Schulter und sagte, entschuldigen Sie bitte mal, können Sie das bei mir auch mal machen? Ich weiß nicht mehr, wo ich wohne. Jetzt muss natürlich ehrlich sein, dass in Porz auch Probleme gibt. Ich möchte Ihnen das nicht verschweigen. Ja, ist klar. Ne? Das Problem ist, wenn ich jetzt in Köln abends weggehe, so wie Sie heute Abend, und dann mit dem Taxi nach Hause fahren möchte, zahle ich ungefähr 27 €. Das ist ja teuer. Ne? Wie kann man das billiger haben, habe ich mich gefragt. Und ich habe einen guten Tipp für Sie, auch für die Zuschauer zu Hause. Passen Sie auf. Wenn ich an der Theke stehe, freitagsabends, und merke nach dem 6., 7. Wodka Lemon, Guido, du musst nach Hause, hole ich an der Theke mein Handy raus und rufe bei einem Lokal an, die bis nachts um 3 Uhr Küche haben. Das ist ein Italiener. Die melden sich dann immer. Buonasera, ist der Pizzataxi in Napoli? Guten Abend. Ganz eine Frage, liefern Sie auch nach Porz? Nach Porze? Ist ja kein Problem, Ihre Bestellung bitte. Eine Pizza Margherita. Pizza Margherita. Kostet nur 5 €, Ihre Adresse bitte. Pichlerstraße 6 in Porz. Dauert 3/4 Stunde. Dann warte ich so 15 bis 17 Minuten, stelle mich schräg vor den Ausgang vom Pizzataxi und warte, bis dieser italienische Fiat Cinquecento-Fahrer mit seinem Styroporkasten rauskommt und sagt, ey Kollege, wo fährst du hin? Ich fahre nach Porze. Kannst du mich mitnehmen? Steig ein, so komme ich für 5 € nach Hause und bin satt. Die Porzer sind schon nicht blöd, ne? Ja. Ich habe mich gewundert, dass letztens war doch vor einiger Zeit im Fernsehen diese Grips-Show, dass da keiner von uns dabei war. Haben Sie die gesehen? 12 Millionen Zuschauer, 33% Quote. Wer hat das moderiert? Günther Jauch. Der moderiert alles. Der Jauch kriegt demnächst einen eigenen Knopf auf der Fernbedienung. Ja, überlegen Sie doch mal. Hier, Skispringen, Jauch. Wer wird Millionär? Jauch. Champions League? Jauch. SKL? Jauch. Stern TV? Jauch. Grips-Show? Jauch. Der Jauch ist überall. Ich habe manchmal abends Angst, den Kühlschrank aufzumachen, weil ich denke,
Das wird in Ports auch anders beerdigt. Das hab ich nicht geglaubt, oder? Ich bin Allerheiligen über den Friedhof gelaufen und habe am Ende von so einem Gang 3 Gräber nebeneinander gesehen, die sahen exakt gleich aus. Als ich davor stand, habe ich gesehen, die Grabsteine waren unterschiedlich beschriftet. Auf dem mittleren Grabstein stand: Hier ruht der Hütchenspieler Karl-Heinz Schmitz. Auf dem linken stand: oder hier, auf dem rechten oder vielleicht hier. Ports ist sehr schön, kann Ihnen das ans Herz nehmen. Im letzten Jahr haben die mir zweimal das Navi aus dem Auto rausgeklaut, vor meiner Haustür. Kein Spaß. Beim ersten Mal habe ich es gar nicht kapiert, habe mir ins Auto reingesetzt, dachte, hä? Loch im Armaturenbrett? Aha, die Technik geht voran. Jetzt ist das Navi schon ohne dein Auto Richtung Polen unterwegs. Schön. Ich bin gerade mit dem Navi natürlich hingefahren. Das ist übrigens im Karneval sehr löblich und einfach. Navi ist toll und es gibt jetzt was Neues, meine Damen und Herren. Es gibt die Möglichkeit, sich die Stimme aus dem Internet aufs Navi runterzuladen. Wenn Sie der Meinung sind, Heidi Klum hat eine tolle Stimme, können Sie sich von Heidi den Weg erklären lassen. Ich finde es toll. Wahrscheinlich gibt es demnächst auch spezielle Navis für Senioren. Wer könnte sowas besprechen? Ich hätte sehr gerne Inge Meisel gehabt. Das geht ja nun leider nicht mehr. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen im Auto, drücken auf den Knopf, die Inge fängt an. Also, los geht's. Ja. Inge, altes Haus. Mein Traum wäre ein Waldorf-Navi. Also ein Navi für Waldorfschüler. Waldorfschüler kennen Sie, das sind die, die ihren Vornamen tanzen können. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Wagen, ja, das Waldorf-Navi fängt an. Hallo, es wäre total toll, wenn du gleich rechts abbiegen würdest. Aber nur, wenn du dich danach fühlst. Du kannst auch links fahren, wir können auch mal drüber diskutieren. Ein Kollege von mir hat ein altes DDR-Navi, das ist auch schön. Wenn das Gerät angeht, sagt die Stimme, Sie haben das Ziel erreicht. Gut, die durften damals auch nicht raus. Die Frage, die ich mir gestellt habe, was passiert, wenn man als Kölner Düsseldorf ins Navi eingibt? Wahrscheinlich sagt die Stimme, drehen Sie um, Sie befinden sich in einer Sackgasse. Bei uns trifft sich die Welt. Bei uns waren auch letztens 2 zu Besuch aus den 9 Bundesländern. Einer war aus der Nähe von Berlin, einer aus Sachsen. Beide haben sich über ihren Beruf unterhalten. Der Berliner sagte, ja, was denn, Alter, ich hab einen super Job erwischt, wa? Ich bin Kraftfahrer vom Beruf, ja. Also ich fahr jeden Tag Berlin, Hamburg, Hamburg, Berlin, Berlin, Hamburg, Hamburg, Berlin. Das ist gut. Nö, sagt der Sachse, also, du. Ich fahr auch jeden Tag Hof, Halle, Halle, Hof, Hof, Halle, Halle, Hof. Sagt er, was denn, fährst du auch LKW? Sagt er, nee, Gabelstapler. Sie wissen, Kohl ist begeisterter Sportler. Er ist im letzten Urlaub viel gewandert, beim Wandern über eine Wurzel gestolpert. Ich kann Sie beruhigen, Helmut ist nichts passiert. Nur in Essen beim Seismologischen Institut haben die 7,5 auf der oben auf einer Richterskala gemessen.